Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion und zwar heute die Wolex und zwar vom Mai und ich glaube gerade am Kani die Moderation. Es ist aber trotzdem am April, oder? Ja. Achso, ja stimmt, wir sind jetzt im Mai. Ah, okay. Okay, dann fangen wir jetzt mit der richtigen Begrüßung an und sagen wir habe die Ehre zu den neuen Wolex und zwar vom April. Nicht wie der Corby vorher gemeint hat im Mai, falls er es rausgeschnitten hat. Er hat vorher gesagt, willkommen zu den Wolex im Mai. Ah, das kann ich rausschneiden, okay? Das schneiden wir auch nicht raus, lass mich jetzt. Das Herz ist schon, wer dabei ist. Der Mike hust kreislig umeinander. Servus Mike. Servus, grüß dich. Hi Mike. Und der Corby erpresst mich schon wieder mit irgendwelchen Sachen, die er rausschneidet. Servus Corby. Hi. Servus. Servus. Und es Herz ist jetzt nicht an, jetzt wird's gleich völlig vom Hocker sein und umfallen. Wird sagen, Alter, mein Weltbild ist komplett zerstört. Was machen die? Das ist nicht das gewohnte Vorgehen von Viva la Movilusion. Wir sagen euch jetzt gleich, was es bitte mal machen sollt, weil wir nämlich gehört haben, dass manche Leute den Podcast gar nicht zu Ende hören und dann gar nicht wissen, was sie mit unserem Podcast tun sollen. Und deswegen sagen wir, dass wir euch bitten, geht's einmal auf Stadio, macht's Abos, verfickte Scheiße. Wenn es sonst schon keiner anhört, dann jetzt am Anfang. Wir haben einen Steady-Kanal und wir möchten gerne Abonnenten auf Steady haben. Wir haben ja schon welche, kriegen wir schon richtig fett Monetas rein. Ich habe jetzt ein großes Gewerbe ummelden müssen, aber wir wollen halt auch mit in diese obere Riege kommen, die dann bei dieser reichen Abgabe beachtet werden muss. Drum bitte Steady-Abos machen, 5-Sterne-Bewertungen auf Apple. Mike, was noch? Oh Gott, das hast du mir eiskürzt. Alle Glocken drücken, die wo es geht, nicht nur bei euren Freundinnen, ne? Sondern auch bei YouTube oder bei, wo war's? Bei Spotify haben wir auch noch. Spotify, genau. Spotify, und da kann man auch 5-Sterne-Bewertungen abgeben. Ja, oder? Bitte. Corby, was meinst du, was gehen jetzt noch machen? 5-Sterne-Bewertungen, wo geht das noch? Mir ist eigentlich nur eins wichtig. Was ist dir wichtig, YouTube? Kommentare. Kommentare? Ernst gemeintes Feedback. Also, wenn mich was begeistert, dann einfach mal Feedback, wo ich weiß, Alter, das kommt rein aus dem Herzen heraus. Ab und zu schreibt mir einer unter die YouTube-Kommentare, hey, echt voll nett. Denke ich mir, geil. Haben Sie mal 3 Stunden Schneiden gelohnt für dieses echt voll nett. Dankeschön. Bei was für eine Folge war das? Das weiß ich nicht mehr. Oh Gott. Ich hab den Kommentar nicht gesehen, ich glaube, den gibt's gar nicht. Noch nie hat uns jemand gelobt. Noch nie nicht. Ja, nein. Wobei, nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß gerade noch, was war das, der eine Typ auf Apple, der uns einen Stern gegeben hat, weil er uns nicht versteht? War da nicht irgendein Kommentar mit, das versteht man ja nicht oder irgend so ein Mist? Achso, hat das nichts damit zu tun gehabt, dass er gemeint hat, wir sind eine seriöse Filmseite? Keine Ahnung, also wer das heute noch meint, dem ist eh nicht mehr zum Helfen. Ja. Aber gut, jetzt hat, wie gesagt, nachdem ihr jetzt diesen Schock überwunden habt und unser neuen Anfang versteht's, habt jetzt schnell 5 Minuten Zeit, dass Steady sucht, das Abo abschließen und dann zukünftige Sonderfolgen genießen für Steady, exklusiv für Steady-Abonnenten. Fertig, passt. Dann starten wir durch mit die Wolex, da ich sagen, Leute, letztes Mal war ich nicht dabei, ich habe jetzt auf der Liste so viel Wolex vom letzten Mal ja noch, aber die nehme ich nicht mehr alle her, weil die waren ja alt. Also nehme ich ein paar neue. Mit was ich anfangen möchte ist, Wolex so ein Scheißtrick, ich flippe jeden Monat aus, jedes Jahr aus, wenn der 1. April ist und einer meint, der ist lustiger als der andere auf Facebook. Mike, ich glaube, letztes Mal haben wir einmal geschmerzt gehabt. Ja. Was für ich weiß nicht, warum haben wir gerade an diesem verhurten Dreckstag alle auf einmal eine Comedy-Ausbildung gemacht und sind die lustigsten Menschen auf der Welt und sind einfach nur unlustig. Einzig gute Aprilwitz muss in dem Fall hervorheben, war das Hardline, mit dem das, was hat er geschrieben, das zensiert werden oder das indiziert werden, beschlagnahmt. Oder? Das Festival wird beschlagnahmt, ja. Das war, muss ich sagen, war ein guter Witz, vor allem, weil halt wirklich Leute das glaubt haben, was man in die Kommentare ein wenig gesehen hat. Da habe ich echt lachen müssen. Aber ansonsten mit, Pseudo-Filmankündigungen und Pseudo-Releases und was weiß ich, das ist einfach so ausgelutscht und behindert, lass sich was Gescheites einfallen, à la Hardline in dem Fall. Ja, und es ist ja auch nicht lustig, wenn man Leute traurig macht, vor allem wenn es dann heißt, ja, jetzt gibt's dann eine VÖ oder endlich eine 4K-Restauration von Braindead, die kommt jetzt dann am 1. April raus und dann denkst du nur, wow, leck. Ja, so, voll geil. Solche Witze. Ich hab irgendwie gedacht, da wo man behauptet, irgendwie jemand ist gestorben, aber nein, das ist für die natürlich gleichzusetzen.
Ja, Logo. Hey, wie lange warten wir mir schon auf eine ordentliche Branded-Auswertung? Ja, eben, ich warte nicht, dass jemand stirbt. Ich warte da auf eine Branded-Auswertung. Ja, gut, bei manchen schon, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Das ist eine extra Folge. Nein, das geht überhaupt nicht mit den Branded-Sachen, das nervt mich. Und vor allem, es ist ja irgendwie jedes Jahr, man weiß ja, es ist der 1. April, und dann denkst du, dann kommt wieder selbst und wie oft schickst du dann jedes Jahr einem von uns passiert in unserer Gruppen, die wir haben, dass jemand einen Screenshot von irgendeiner coolen Ankündigung einschickt und der andere dann gerade eine und schreibt so, wow, voll geil, und dann kommt gerade, schau mal aufs Datum. Fick dich, 1. April, fick dich und deine scheiß restlichen Tag von deinem scheiß Monat. Oder ich hab's eigentlich schon verzeiht, oder kann ich dir was verzeiht? Franzi, weiter mehr Namen sage ich jetzt nicht. Franzi, du weißt, wie er gemeint ist, die, wo schickt ein Bettel, ja, super, sie ist schwanger und so, bei WhatsApp ein Bettel rein, und ich schreibe nur, hey, ich hab einen Anstand, und schreibe, hey, Glückwunsch und so, und dann schaue ich aufs Datum und denke mir, die blöde Sau. Aber dass auf dem Ultraschall-Bettel auch nur eine Flasche Augustiner drauf war, hast du auch nicht gemerkt, Das habe ich einfach das gesehen und habe mir gedacht, ja, schön. Und dann, wie du das gesagt hast, habe ich nur drauf geschaut und mir gedacht, Schweinerei. Mit der Franzi habe ich erst das geschmerzt, die möchte mal bei uns mitmachen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit diese Chance vertan hat. Nein, die kann schon kommen. Darf schon komm ran, Junge, komm ran. Komm ran, ja, genau. Was noch geil ist, ein nächstes Mal, was wirklich geil ist im Vergleich zu den Scheißwitze, ist, Obi-Wan Kenobi geht den Monat los und der Trailer ist ultra geil. Habt ihr den Trailer schon gesehen? Mike, du wahrscheinlich nicht? Nein. Corby? Ja. Was sagst du? Bist du so feucht im Höschen wie ich? Ich hoffe, dass die Qualität ähnlich ist wie beim Mandalorianer, und dann bin ich einfach glücklich. Ja. Aber ich find's cool. Also ich freue mich auch vor allem auf den Darth Vader. Oh ja. Ich freue mich, ich muss sagen, als Rebels-Fan freue ich mich halt auch auf den Großinquisitor. Auch wenn die Optik, ja, da gibt's wieder Diskussionen wegen der Optik, aber ich sag, vergleicht so bei allgemein die ganzen Optiken von die Clone Wars Figuren zu die echten Menschen und Umdrehte, da wär's wahrscheinlich nicht alle glücklich machen können, aber das finde ich auch ziemlich geil, dass der Großinquisitor kommt, und ich bin gerade schon wieder in einem Clone Wars Marathon und haben auch noch mit Rebels durch, weil die ganzen Figuren, die jetzt halt in die großen Serien da eingefügt werden, eben aus diesen Serien auch mit rausstammen, und ich bin richtig heiß. Wann geht's los? Am 25., 27. Mai, irgendwann jetzt Ende Mai, werden wir auf alle Fälle 6 Folgen starke Episode Serie Obi-Wan Kenobi kriegen, und ich darf gar nicht sagen, was ich bin, weil das müssen wir rausschneiden. Kommt den Monat nicht Stranger Things schon aussehen? Ich glaube schon, 2 Wochen. Sind wir 20. oder? Boah, leck, hey, da bist du ja völlig überfordert, aber bei Obi-Wan ist bestimmt wieder so, dass da eine Folge pro Woche rauskommt, oder? Ja, Disney Plus veröffentlicht ja eine Serien ja immer so. Ja, sowas hasse ich. Vollgas. Ja, ich hab's irgendwie wieder zu schätzen gelernt. Ich dachte, auf der einen Seite denke ich mir, zwar immer, ich möchte jetzt komplett sehen, auf der anderen Seite finde ich es aber irgendwie cool, ebenso wie früher. Du hast eine Folge gesehen und dann hast du eine Woche zwar warten müssen, aber du hast eine Woche spekulieren können und mit Leuten drüber reden und so. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie genieße ich es und was zum Schätzen. Auf der anderen Seite denke ich, fick dich, gib mir die ganze Serie sofort. Eine Folge pro Woche ist voll 90er. Voll. Und das ist halt, wir sind so Hipster. Das Ding ist, ich vergiss das mittlerweile dann, dass ich die Serie angefangen habe, weil eine Woche ist für mich ziemlich lang, und dann irgendwann nach 2 Monaten, wo es dann in die World X heißt, boah, das ist so eine geile Serie, und dann werde ich wieder zu Tode gespoilert und dann bin ich wieder traurig. Deswegen Disney Plus, wieso tust du mir das an? Wieso? Weil sie es können. Ja, weil sie es einfach kennen. Da hätte ich einfach gerne einen Erwachsenen-Modus noch. Einmal den Kindheitsfeeling-Modus und dann einen Erwachsenen, wo ich einfach die ganze Staffel vor mir kriege. Kannst du einmal schreiben? Ja. Du bist doch immer Fan davon, dass du Sachen schreibst. Das wird bestimmt erhört, genauso wie unsere Anmeldungen bei Disney Media. Na, wie heißt's? Die Presseseite. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Wo dann da steht, Ihre Anfrage für den Kinobereich wird seit 3 Jahren bearbeitet, so gefühlt. Seit wann ist es? Seit letzten Jahr Oktober, oder? Wann wird's bearbeitet? Ja. Ja gut, cool. Da arbeitet ja nur einer wahrscheinlich für alle. Eben, ja, das ist ein Einmannbetrieb, das muss ich verstehen. Die haben einen Haufen Anfragen, das dauert halt einmal ein wenig. Hab halt mal Geduld. Was noch, aber geil ist bei mir, das möchte ich noch gerade kurz noch mal anschneiden, weil ich hab's schon mal bei den ersten paar Folgen gesagt, die Chucky-Serie ist ja mittlerweile schon lang durch, ich weiß, hätte ich für die letzten Mal Lex drauf gehabt, aber ich möchte noch mal kurz erwähnen, wie gut, dass ich diese Serie finde. Fast alles handgemacht, geile Splatter-Effekte, geile Kills. Chucky selber ist Weltklasse. Die Rückblicke sind super gemacht. Der Schauspieler, der da dann spielt, der passt auch richtig geil rein. Ich freue mich, das mit den Kids ist ein bisschen, ja, hätte man weniger als oft mehr, aber sei es drum, weil das andere zeigt, macht das wieder wett. Also ich freue mich sehr auf die 2. Staffel, weil das echt mega geil war. Mike, hast du schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe jetzt die Blu-ray habe ich mir bestellt, die darf hoffentlich bald einmal kommen. Derjenige, der Charles Lee Ray in die Rückblenden spielt, ist das nicht sogar seine Tochter?
Habe ich mir irgendwas gehört. Kann das sein, dass die irgendwie so geschmeckt haben? Also das weiß ich nicht. Da habe ich mich überhaupt nicht jetzt beschäftigt, wer den spielt. Okay. Charles Lee Ray, genau, mir ist der Name vorher nicht eingefallen, darum habe ich es peinlich umschrieben. Aber das müssen wir nochmal schauen, weiß ich nicht. Können wir ja machen, wenn du die Blu-ray hast, dann schaust du so, dann nehmen wir eine Folge auf und dann hauen wir euch fette Infos um die Ohren, wer den spielt. Genau, so schaut's aus. Da die sagen, machen wir so. Ich hab mir, Valek ist zwar kein Valek nicht geworden, weil ich hab mir den neuen Fantastische Tierwesen angeschaut, wo es aber Valek geworden ist, war die Vorbereitung. Ich hab mir nämlich die ersten 2 nochmal angeschaut. Und Valeke gibt es eigentlich eine peinlichere Szene als die von dem komischen Fettsack-Nashorn, wenn er das wieder einfangen möchte im ersten Teil. Könnt ihr euch daran erinnern? Oh, furchtbar. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir den 2. und den 3. nicht anschaue. Musst anschauen, 100-mal besser als der erste. 2., 3. Quantensprung an Qualität von Erzählung, auch von den Effekten her, weil ich finde, bei dem ersten sind die Effekte so schlecht, die wären zwar nie wirklich gut, aber im Vergleich zum ersten sind der 2. und der 3. in jedem Belang ein Quantensprung. Aber diese Tanzszene bei dem Nashorn-Einfanger, da muss ich mich jetzt mit fremd schauen, da bin ich kurz vorm Ausschalten. Das ist so peinlich beschissen. Hau mir ab mit dem Scheißdreck. Wer hat denn die Idee gehabt? Also, ich weiß auch nicht. Das stell mir wieder so vor, so, hey Leute, wir haben ein Problem, der Film ist 5 Minuten zu kurz. Oh, ja, genau. Scheiße, was macht man denn? Alle wahrscheinlich schon hackedicht irgendwie an der Weihnachtsfeier. Hey, wir lassen jetzt den Nashorn auf seiner Eisplattform rumrutschen und dann tanzen wir dazu. Okay. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil das echt so dämlich ist. Ich finde die Auslegung in der ersten Folge vom Scamander her wegen komischer, kommt mir immer vor, als wäre er ein bisschen autistisch veranlagt oder so. Das Herz im 2. und 3. Teil ist zwar noch ähnlich, aber es ist alles besser, finde ich, ab dem 2. Teil. Der erste war echt, weiß ich nicht, was da los war, aber schau den 2. und 3. mal an. Ich habe schon sehr unterschiedliche Stimmen gehört zum 3., dass der gar nicht so gut sein soll. Also ich muss sagen, mir gefällt er genauso gut wie der 2. Ja, aber sagen wir mal, eigentlich alles, was irgendwie so in Richtung Fantasy geht und so, da kannst du eigentlich sehr selten was Schlechtes sagen. Also du im Speziellen, Kani. Ja, was Harry Potter und Herr der Ringe geht, okay zumindest. Ja. Also, ansonsten habe ich nicht viele Fantasy-Sachen, die mich begeistern. Ja. Aber an der Klasse von Harry Potter kommen wir mit Fantastische Tierwesen ja aber sowieso überhaupt nicht ohne. Na, weil da sieht man halt wieder den riesigen Unterschied zwischen einem Set und alles CGI vollgeschissen. Das ist halt, wo man sagt, okay, das Märchenhafte hat sich jetzt verabschiedet und jetzt haben wir irgendwo bei den herkömmlichen Blockbuster. Okay, wie beim Hobbit. War es die gleiche Problematik. Gerade ist bei den Fantastischen Tierwesen ganz grausam, das Zusammenspiel von Schauspieler und CGI-Figuren. Das haben die null hingekriegt. Wenn sie angelangen, das schaut so dermaßen krass künstlich aus, das kriege ich nicht in meinen Kopf, warum sie es nicht schaffen. Mhm. Weil das wurscht ist, weil da einfach nur der Name zeigt. Weißt du? Aber beim 3. Mal, ich denke jetzt schon, dass das vielleicht nicht so wurscht ist, weil ich glaube, das ist das schlechteste Einspielergebnis vom ganzen Harry Potter Franchise bisher, meine. Und steht jetzt auch auf der Kippe, ob wir wirklich dann die 5 Teile kriegen oder nicht. Hab ich auch gehört. Da haben sie ordentlich in der Marketing-Suppe rumgerührt. Also ich glaube, dass da die Marketingkosten schon enorm sind. Das kann schon gut sein, ja. Du musst ja sowieso immer das Doppelte vom Filmbudget für das Marketing reden hast. Das ist völlig irre. Hört der 3. auch wieder mit einem Cliffhanger auf? Es ist zwar kein direkter Cliffhanger, aber man kann halt natürlich weitermachen, weil es nicht abgeschlossen ist, die Geschichte. Aber irgendwie kannst du es auch so stehen lassen und kannst halt dann selber vielleicht noch irgendwas ausmachen, was passiert. Weil es war halt sehr ärgerlich, wenn du jetzt sagst, die 2 Teile kommen nicht. Wenn es aufhört, ist es ärgerlich, aber für mich persönlich jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, weil ich halt nicht so der Fan von der Reihe jetzt bin. Die ist okay und fertig. Und wenn sie jetzt aufhören, dann hören sie auf, dann ist es mir auch wurscht. Was ich schade finde, ist der Austausch von Johnny Depp durch wie ist der? Mads Mikkelsen? Ja, Mads Mikkelsen, ja. Finde ich in dem Fall schade, weil die Figur, wie es der Johnny Depp gespielt hat, wie ist der Base? Grindelwald. Das war wieder mal ein richtig geiler Johnny Depp. Ein geiles Design, eine geile Optik, hat er geil gespielt. Der Mats spielt das auch richtig gut, aber halt anders und es schaut anders aus. Fand ich, hat vorher wesentlich besser in das Gesamtbild eingepasst. Finde ich schade, dass sie ihn da austauscht haben. Vor allem, wenn Amber Heard er ins Bett geschissen hat und er nicht ihre, weißt du, dann weiß ich nicht, warum er jetzt rausgeschmissen wird dafür. Warum? Weil der seine Locken waschen muss, der hat keine Zeit gehabt. Ach so meinst du? Das kann auch wieder sein. Das war übrigens das nächste Überleg, diese geile Scheiße, aber diese geile Scheiße, was gerade bei den Promis abgeht, die eine scheißt dem anderen ins Bett, da will's mit, rennt auf die Bühne auf und fotzt den anderen, weil er beleidigt, weil seine Frau, die noch vorher beschissen hat, keine Haare mehr hat. Was ist denn los mit euch in Hollywood? Seid ihr alle nicht mehr ganz dicht? Ja, die schauen für Kassetten. Ich glaube auch fast. Sie lösen alles mit Gewalt und Fäkalien. Ich gehe mir davor aus, dadurch, dass wir jetzt am Anfang das gesagt haben mit den Kommentaren, da werden sie uns das jetzt dann schon drunter schreiben.
Will Smith, erklär uns das einmal. Also ich sage immer nur, die Shame gerechtfertigt, weil für Sauce Barrel hat der Chris Rock auch nicht verdient gehabt. Die, auf jeden Fall, die hat er von mir ausgerichtet gekriegt. Ich glaube auch, da ist gar nicht um seine Frau gegangen, ist ihm vollkommen wurscht, glaube ich. Er hat sich gedacht, dieser Sauce Barrel ist eine Frechheit. Ja, genau, der Michael hat kurz im WhatsApp geschrieben, hey, jetzt latscht mir eine, Kim. Und meine Rache war doppelt gemoppelt, denn jetzt wird niemals ein zweiter von dem Oger-Troll-Scheißfilm kommen von Bright. Netflix. Bright, ja. Also das war doppelt gemoppelt. Für Spiral Klatsche und Will Smith darf kein Bright 2 machen. Bam. Was ist so geil. die Konsequenz? Das ist Ja. die Konsequenz. Meine Fresse. Ich wollte gerade sagen, da haben doch andere Schauspieler schon wesentlich schlimmere Sachen gemacht und haben dafür weiterhin Millionen Gagen kassiert. Und er gibt jetzt immer einen Chris Rock eine verdiente Watschen für Sauce Spiral und dann werden gleich die ganzen Projekte eingestampft. Was soll denn das eigentlich? Es ist das Gleiche mit dem Ezra Miller. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt gerade so durchdreht die ganze Zeit und mit Stühle umeinander schmeißt, aber da hat er jetzt Warner Brothers Money auch schon wieder alle Projekte mit ihm erst einmal auf Eis gelegt, wegen seinem Affentheater. Ja. Nervt mich. Weiß nicht, was soll weitertreiben. Und vor allem beim Ezra Miller nervt sie, weil ich finde, das ist ein cooler Flash und jetzt ist das ganze DC-Universum sowieso drunter und drüber ein totales Chaos und jetzt müssen sie dann wahrscheinlich einen Flash nochmal austauschen, weil er in Hawaii mit Stühle umeinander wirft. Ja und? Wer hat das noch nicht da im Suff? Tja. Oder nicht? Naja, ich meine, mit Justice League ist das Ganze ja eh schon zu Ende. Wenn Leider. der Zack Snyder das nicht weitermachen darf, was bringt das denn? Ja, es gibt jetzt so der eine Flash-Film und dann glaube ich, ist es so, dann ist es drum geschehen, dann fangen wir an und kriegen wir lauter einzeln hergeschissene Filme und keiner kennt sie mehr aus am Ende. Ach, oder sie fangen von vorne an. Oder sie fangen von vorne an, ja, vielleicht. Und mein letztes Warleck ist wieder mal so, Warleck-Scheißdreck, was ist eigentlich los? Ich war jetzt gerade noch bei Blut abnehmen, ich hab's die anderen schon gesagt. Falls unser Arzthelferin zuhört, das nächste Mal tat's wahrscheinlich weniger weh, wenn's mir ein Messer in einem Haus und einen Eimer drunter hinstellst zum Blut abnehmen. Was ist denn mit dir? Noch nie hat das so weh wie heute und ich bin kein Pussy. Nein, ich bin keine, hört's auf damit. Ah, Gott, mit Ich glaube, der wollte die schächten. Die wollten mich echt schächten anscheinend. Was soll denn das? Ich bin schon koscher. Wahrscheinlich. Ja, Veganer weil ich bist. Ja, okay. Also ich halte jetzt dabei meinen Arm über den Eimer und lass mich weiter ausblüten und übergib dann das Wort an Trommelwirbel. Corby. Oh, echt scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Bam. Ich habe eigentlich gedacht, dass dadurch, dass wir jetzt alles ändern bei dem Podcast, du jetzt einfach alles allein machst und wir machen jetzt Warlex immer für Ohren. Also Oder dass er vor mir ein Vierter dabei ist und keiner hätte es gewusst. Der hust im Hintergrund immer so kreislig umeinander. ja, keine Ahnung. Das ist doch der Papp, der spielt einer mault. Ja, ich habe ein paar Filme dabei und natürlich die Hunde-Action. Also ich habe jetzt endlich einen Hund. Ich und meine Frau, er heißt Campino Diablo. Wow, der Doppelname. Echt jetzt? Diablo auch noch? Also Diablo ist der Zweitname und das ist dann, wenn er seine 5 Minuten hat und irgendwie seine Energie nicht richtig einordnen kann. Dann Ich wollte es gerade sagen, seitdem er eine Couch zerfetzt hat, heißt der Diablo, oder? ja, richtig. Oder der Couch schon glauben müssen. Ja, mehrere Stellen. Ach, schön. I know that feel. Das habe ich mir immer heimlich in der Früh eingeflüstert. Nein, das ist die Couch da. Ja. Ich mag eher nein. Ich mag Ja, nein. genau. Ja, also ich habe einen Film gesehen, den ich jetzt endlich, nachdem er Schiffers das ja verwehrt hat, sehen durfte, und zwar Last Night in Soho vom Edgar Wright. Der Mike hat das Ganze, glaube ich, in seine Top 10 von 2021 auch mit drin gehabt. Also deswegen wäre jetzt die Erklärung nicht von mir hören möchte, sondern von Mike, der schaltet schnell um. Aber ja, also das Schauspiel von der Thomasin McKenzie und von der Anya Taylor-Joy fand ich ziemlich geil. Es geht um eine modebewusste Dame, die einen Platz an einer Uni erhält, wo sie dann ihre Mode-Fantasie ausleben kann und landet dann da in London und sie kommt nicht ganz so klar mit ihren Mitstudentinnen, weil die sie mobben und weil sie halt da mehr so das Mädchen vom Land ist und nicht so ein Bitch, wie sie die anderen immer liebevoll bezeichnen. Und daraufhin sucht sie dann eine Wohnung für sich allein. In der Wohnung merkt sie aber dann schnell, sobald es dann Abend wird, landet sie irgendwie in der Persönlichkeit von einer anderen Dame, und zwar in dem London der 60er, und verfolgt dann praktisch so deren Vergangenheit mit. Was ganz cool ist, weil sie quasi dann da nicht nur dieses Nightlife anschauen, sondern sie kann sich da gleich mal inspirieren lassen für ihre ganzen Kleidungsideen oder Kleidideen. Aber es wäre kein Edgar Wright-Film, wenn der Film nicht irgendwann aufhört, sehr märchenhaft zu werden und etwas brutal wird. Also
dreht sie dann alles so ein bisschen, weil sie merkt halt dann schnell, diese Dame, in der sie landet, die wird halt dann von der Männerwelt gequält und oftmals auch missbraucht und die muss halt dann, also die möchte so ein Sternchen werden, so eine Sängerin und wird halt dann da erst einmal schön durch den Dreck gezogen und musste mit diversen Männern schlafen. Tja, und dann erlebt sie nur mit, wie die auch noch umgebracht wird und wird dann von den Geistern verfolgt. Wow, voll krass. Ich habe jetzt aber noch nicht allzu viel verraten, deswegen könnt ihr euch den Film immer noch anschauen. Ich war sehr angetan davon, auch wie der dann geendet hat. Es war zwar dann ein bisschen absehbar, aber trotzdem, der Film hat durchaus die ganze Zeit Spaß gemacht. Auch die Musik, der Soundtrack da drin, Weltklasse. Und muss ich sagen, da hat der Edgar Wright einen richtig geilen Film hingelegt. Ja. Auf den freue ich mich jetzt dann auch schon. Bis auf ein paar CGI-Kriminalitäten, die er am Schluss hat, fand ihn wirklich extrem rund und sehr gelungen. Und ich habe es eben in unsere Best-of gesagt, für mich bis jetzt der beste Edgar Wright-Film. Bleibe ich dabei. Ja, Hot Fuzz ist schon immer noch auf Platz 1 bei mir, aber den kann ich verstehen, das war bei mir Platz 2. Okay. Solange keiner schon auf den Täter hittet. Niemals kommt man nie in den Sinn kommen. Hau mich ab mit dem Scheiß. Nein. Oder den Scheiß der World's End. Jetzt hör auf, den immer so schlecht zu reden, der ist geil. Ja, weil es ein Scheißtrick ist. Überhaupt nicht. Aber hallo. Mach du mal so einen Film. Alter, ich möchte nur schnell ein Wolleck rein tun. Und zwar Wolleck ist der World's End ein Scheißtrick. Überhaupt nicht. Dann habe ich mal Pleasure angeschaut. Das würde euch bestimmt was sagen, oder? Du Scheiße, ja. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich kenne den Namen. Kein schönes Film. Was? Warum? Das ist also wieder so ein Märchen. Ja, also, ja. Ist das kein Pleasure to watch? Doch. Sagen wir mal, jeder, der guten alten Pornografie zugewandt ist, wird dann nach Pleasure entweder sagen, oh. Jetzt ist recht. So schaut das hinter die Kulissen aus. Ja, das wollt ihr eigentlich nicht wissen. Oder, so wie ich, der natürlich sehr interessiert ist an sämtlichen Produktionen, also auch, wie werden zum Beispiel Pornos produziert. Ich fand das wieder Weltklasse. Und ich glaube, dass das halt wirklich sehr autobiografisch sein wird für ganz viele Pornostars. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was da geht. Im Pleasure von der guten alten Regisseurin Ninja Thyberg, also die war wirklich Ninja, da haben die Eltern sie wahrscheinlich echt namenstechnisch nicht voll einfallen lassen. Das ist ja voll geil, Leute. Ja, schon. Es geht um eine 19-jährige Schwedin, die in die USA reist. Und gleich am Anfang, wo sie dann beim Flughafen eincheckt und dann gefragt wird, was sie denn da macht, warum sie da ist, aus Arbeitsgründen oder zum Vergnügen, also Pleasure, sagt sie dann zum Vergnügen. Ja, und sie will der nächste große Pornostar werden und wir begleiten sie halt dann durch verschiedene Produktionen und ihren Werdegang, wie sie halt dann da irgendwann zu einem großen Pornostar wird. So viel zur Handlung und ich habe mir den auch mit meiner Frau geschaut, weil, sagen wir mal... Die wollte auch ein großer Pornostar werden, oder? Ich habe ihr zwei Filme gegeben, Pleasure und irgendeinen anderen, und habe gesagt, da wähl aus, und sie hat sich dann Pleasure ausgesucht, und dann gesagt, okay, ja, cool. Die Wahl zwischen Pleasure und Affengeil Teil 3, nackt auf dem Pavian, fällst du da ja Pleasure nicht mehr. Hast du den? Wow. Ja, also sagen wir mal, es ist halt ganz krass, wenn du halt dann siehst, wie halt manche Pornoproduktionen da ausarten oder wie die Männer halt dann einfach da schmierig auf diese Frauen dann eingehen und manche sind halt voll die Pussys oder voll die Weirdos und andere, naja, da gibt's zum Beispiel eine Szene, da dreht sie bei so einem Folterporno mit und das ist halt echt übel zum Schauen. Und Folterporno? Ja, oder? Also ein Fetischfilm oder BDSM, aber kein Folter. Ich meine nicht das, wo sie gefesselt ist. Ich meine das danach. Ach so, das weiß der Kani, wie das heißt, da wo sie in den Mund reinspucken und so, oder? Sowas, oder? Das ja, wo sie eigentlich einfach nur verprügeln. Ja, Kani, das weißt du, das hast du schon mal gesagt, wie das heißt. Nein, das, was ich mal gelesen habe, war das Facial Abuse, da wo sie ins Gesicht spuckern und kotzen lassen und dann mit dem Gesicht die Kotze aufwischen und so ein Zeug. Ach, so krass war's nicht. War aber nichts mit Verprügeln. Zumindest nicht, was ich da gesehen habe. Nein, also das waren zwei Typen und die haben sie in meinen Augen einfach vergewaltigt. Und da hat es halt dann zweimal abbrechen müssen und der Regisseur hat halt dann die ganze Zeit irgendwie, allein wie der mit der geredet hat, da hat es mich schon beidelt, weil ich das einfach furchtbar gefunden habe. Und dann macht sie es dann trotzdem wieder weiter und sie wird genauso weiter vermöbelt und am Ende wird sie dann einfach nur beschimpft, weil sie es nicht schafft und dann heißt ja, du hast jetzt meine ganze Produktion kaputt gemacht. Super, toll. Das ist einfach krass und
sehr interessant, finde ich, wie man halt das da so miterlebt, wie da die Pornobranche ja gerade natürlich in die USA vonstatten geht. Also, dass es da die guten, in Anführungsstrichen, Pornoproduktionen gibt und dann wieder halt die, naja, vielleicht etwas zwielichtigen, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt sagen muss, okay, da lasse ich mal mein Höschen fallen. Also, Kani, gell, aufpassen beim nächsten USA-Urlaub, was du da so treibst. Aber ansonsten, also ich fand ihn eigentlich gut. Ich kann jetzt da nicht wirklich was Schlechtes zu dem Film sagen, weil, ja, wie schon gesagt, ich fand das eigentlich ziemlich interessant. Aber anhand von deiner Reaktion, Mike, hat er da wahrscheinlich nicht gefallen. Du hast ihn da wahrscheinlich auch mit deiner Frau angeschaut und ja, die hat dich dann irgendwann angeschaut und hat gesagt, sag mal, was ist denn los mit dir? Also es waren schon ein paar interessante Sachen dabei und er fängt da wirklich ein wenig so locker flockig an, ähnlich wie bei Lords of Chaos, der wo ja auch so locker flockig anfängt und wie desto weiter der Film fortschreitet, desto bitterer wird das Ganze. Und da ist ja dann auch so, dass das erste, ja, wenn sie rücklings auf dem Motor drauf sitzt, dann schaut sie seine haarigen Haxen an beim Mausen und so, wo du das aus ihrer Sicht siehst, dann musst du ein paar Mal schmunzeln und sagst, haha, ja, musst kasige Haxen anschauen während dem Mausen und so. Ja, das sind ein paar so lustige Sachen dabei, aber dann wirklich, wenn es dann gegen Mitte dann so bitter wird, wie eben der Corby die Sachen schon beschrieben hat. Ja, es ist schon hart. Es ist wirklich hart zum Anschauen und ich muss auch sagen, die 18er Freigabe, die liegt jetzt nicht an bei dem Film da, dass man Geschlechtsteile sieht. Ja gut, vereinzelt, aber man sieht keinen Geschlechtsverkehr, aber es wird der Frau wirklich nichts geschenkt und also wirklich Spaß habe ich bei dem Ding nicht gehabt. Das war vielleicht auch nicht mein Thema. Das Ding dauert auch fast, oder 2 Stunden meine ich sogar. Das hat sich ganz schön gezogen, finde ich. Und wie gesagt, war interessant, aber es war jetzt kein Film, wo ich sage, ja, da stehe ich auf, da habe ich jetzt Spaß gehabt, der hat mich jetzt unterhalten. Eher mittel. Ich habe mir dann danach ein bisschen schlau gemacht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu machen. Und sie hat anscheinend, also die Regisseurin da vor einen Kurzfilm über das genau gleiche Thema gemacht und der hieß auch schon Pleasure. Also ich denke mal, das war der erfolgreiche Kurzfilm, der wahrscheinlich so einen Dreh gezeigt hat oder vielleicht 2. Weißt du, einen so normalen und dann halt einen, der total ausartet und dann ist der so gefeiert worden, dass dann alle sagen, boah, bitte mach da einen Langfilm draus oder mach einen Porno. Ja, was heißt da Spaß haben? Es war einfach interessant. Okay. Genau. Okay, Corby, du hast recht. Du hast recht. Meine Meinung ist falsch. Ja, genau. Michael ist blöd. Immer das Gleiche mit dir. Ich gehe. Nein, jeder darf seine eigene Meinung haben, alles schön. Aber Mike, dafür musst du das nächste Mal Corby seine haarigen Haxen anschauen. jetzt sage ich euch was und der einer hat von euch eine andere Meinung oder war leck. Also Hardline war echt geil. Und ich habe da 2 Filme mitgenommen. Also bei einem Film bin ich zwar schon der Überzeugung, dass da mindestens einer von euch beiden sagen wird, na okay, der war nicht geil und er bereut nicht, dass er nicht gesehen hat. Und ich habe da die Woche Mike schon geschrieben. Ich freue mich schon, wenn der bei Koch Media jetzt im Juli erscheint, und zwar Die Medium. Ja. Die Medium, ein thailändischer Dokumentarfilm, gell, Kani? Das ist irreführende Werbung gewesen. Wer jetzt nicht weiß, warum wir lachen, bitte unseren Recap vom Hardline Film Festival 2022 anhören, dann wisst ihr, warum wir genau, wir sagen es euch jetzt nämlich nicht. Ja, genau. Das ist aber super Geschichte, da müsst ihr euch hören. Das ist da super. Lucht sich da. Ja, da wird also komplett, da sind schon ein paar Leute umgekippt, Thomas. Also ich finde es immer nur sehr amüsant. Jedenfalls ein richtig geiler Film und ich möchte ihn unbedingt wiedersehen. Es ist eine Mockumentary, also das heißt an eine Dokumentation angelehnte Found-Footage-Doku, in Anführungsstrichen. Ja, es ist im Endeffekt so ein übernatürlicher Horrorfilm, der sich an sämtlichen paranormalen Gegebenheiten bedient, die mir gerade so spontan einfallen. Mike, ich weiß nicht, kann man das irgendwie anders nur beschreiben, oder? Na, also wie gesagt, ab der Mitte feuert der Film so ziemlich alles ab, was die letzten Jahre so im Horror-Genre irgendwie cool war. Verpackt es aber trotzdem noch immer in seiner eigenen Art, also es kommt nie abkupfert daher, weil es kommen zwar Exorzismen vor zum Beispiel, aber die werden so nach thailändischem Ritus gemacht und nicht herkömmlich ans Bett ohne gefesselt und dann gibt's die Bibel auch für ihn oben, sondern das ist einmal ein wenig exotisch das Ganze, aber die ganzen Motive, die in dem Film davor kommen, die hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Aber das Interessante ist ja nicht, woher das Ganze kommt, sondern wie es umgesetzt worden ist. Und das ist bei The Medium wirklich irre Ansammlung an Gruseligkeiten. Es beginnt praktisch mit einer Frau, die in so einem Tempel wohnt, die halt dann auch als das Medium
Medium bezeichnet wird, die mit so einem Gott oder irgendeinem gottähnlichen Wesen verbandelt ist und halt dann da die Leute, die dort wohnen und Probleme haben, helfen kann. Und die besucht dann ihre Familie, weil, glaube ich, jemand gestorben ist oder wegen einer Familienfeier, ich weiß nicht mehr so ganz genau, und merkt dann, mit ihrer Nichte, da ist irgendwas nicht ganz cool, weil die offensichtlich sich sehr seltsam verhält und eventuell besessen ist. Wie es der Mike dann schon sagt, es wird dann abgedreht, gerade zur Mitte hin, und beim Ende, da haben der Mike und ich dann im Kino schon gesagt, so, jetzt fällt eigentlich nur noch irgendwie verbrennen oder was weiß ich, und dann, hey, wir werden mit allem bedient, das wir uns gedacht und irgendwo vielleicht nicht gewünscht haben für zumindest die Figuren, die da drin vorkommen. Ich meine sogar, dass der Film unsere 3 Ts bedient, oder? Das ist ein ganz großer. Ja, leider. Also da sterben auch teilweise die falschen Tiere. Jedenfalls, er hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte ihn unbedingt mir auf Blu-ray holen, wenn der raus ist, weil ja, die Medium war so meine größte Überraschung bei dem Hardline Filmfestival. Kann nicht sein, es wäre es bestimmt auch geworden, aber wie schon gesagt, herzlich das Recap an. Und das andere für mich sehr positive Erlebnis war der Film Arboretum vom Julian Richberg, dem wir hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen können, indem wir Pandastorm, die jetzt bestimmt zuhören, nur dazu bewegen können, dass die den Film vertreiben, weil der Film gehört vertrieben, weil der echt geil ist. Es geht um 2 Teenager in einem kleinen Städtchen in Thüringen, die Probleme haben mit Nazis und irgendwie nicht so recht wissen, kennen sie jetzt eher zur linken Szene oder vielleicht dann doch eher rechts oder sind sie in der Mitte. Also die finden nicht so richtig ihren Platz, finden aber alle anderen doof und ja, warten eigentlich die ganze Zeit auf irgendwas, aber sie wissen auch nicht genau auf was. Es ist so ein Coming-of-Age-Film, allerdings auch mit ein bisschen wie soll ich sagen, Fantasy-Touch oder, ja, nicht Fantasy, sondern etwas Mystischen, weil es lebt auch etwas in dem Wald, das dann nah an dem Städtchen ist, das dann einen von den beiden Teenagern auch die ganze Zeit, ja, Dinge einflüstert und er soll etwas tun. Und was er dann da tut, das erfahrt sie dann in dem Film, hoffentlich, wenn sie den dann auch sehen könnt, wenn Pandastorm den vertreibt. Und ja, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Arboretum? Ja, cool. Ja, cool. Okay. Fang du. Ja, so ist gesagt. Das ist unglaublich geil, das Ding. Hätte man nicht gedacht, mit so wenig Mitteln so ein geiles Brett von Film außer zum Hauen, der die dann auch wieder wirklich, du sitzt halt nach dem Film ja da und denkst erstmal, ich hab zwar aufgehört zum Rauchen, aber ich rauche jetzt erst einmal ohne, weil das muss man halt dann auch erstmal ein wenig sacken lassen, wie der Film dann ausgeht. Und fand ich super, super geil. Das war für mich auch eines der Highlights. Und ja, der Peter und der Julian, die da waren, geile Typen, mit denen hat man ultra Spaß gehabt. Auf die Nacht dann auch noch, als wir gefeiert haben wir noch voll Spaß miteinander gehabt. Hoffentlich sieht man die noch öfter mit irgendwelchen Filmchen und hoffentlich sind sie noch nicht so berühmt, dass sie uns nicht mehr erkennen. Ja, es war auf jeden Fall ganz schade, wenn der Film von der Bildfläche verschwinden wird, wie es so mancher Film schon passiert ist, der im Hardline gelaufen ist, der einfach keinen Vertrieb und keinen Verleih gefunden hat, aber der hätte es wirklich verdient. Und ich werde fast behaupten, dass selten ein Film so nahe an der kleinstädterischen oder kleindörflichen Realität ist wie der. Also das mit Nazi und Punks und hin und her, das ist schon gar nicht so verkehrt. Entweder du entscheidest dich für irgendwas oder du wirst von beide Seiten, kriegst dann ja auf den Deckel oder du musst wirklich raus, entweder dann aus der Stadt, aus dem Dorf, um irgendwie Perspektiven zu finden oder sonst was, oder du verratzt daheim so ungefähr. Also der Film funktioniert auf ganz viele verschiedene Ebenen und das muss man dem Julian auf alle Fälle zugute halten. Der hat da wirklich ganz, ganz starke Arbeit geleistet. Der Julian Richberg, oder? Genau, der Julian Richberg. Für uns wahrscheinlich einfach nur mehr herausragend, weil sagen wir mal, alle deutschen Beiträge, die wir beim Hardline sehen durften, waren super. Aber bei Arboretum kommt halt, wie es der Kani schon gesagt hat, die geringen Mittel dazu. Der Film ist komplett privat finanziert und das hast du eigentlich gar nicht glauben können, als er das gesagt hat. Aber wie es der Mike schon sagt, es wäre sehr schade, wenn der Film einfach verschwinden würde, weil das hat er definitiv nicht verdient, sondern der hat verdient, von nur mehr Leuten begeistert angeschaut zu werden. Absolut. Ja, das waren so meine Überlecks. Also ich habe diesmal nichts Negatives dabei, außer dass ab und zu mal unser Hund die Couch versucht zu fressen, aber
Dann schaut er dich nur einmal an und dann ist alles vergessen. Ja, es ist echt so. Ich hab mich die Woche einmal so richtig mit dem gefetzt und hab mir dann gedacht, boah, leck, hey, ich bring die jetzt gleich um. Und dann haben wir uns schon so ein bisschen gemieden und dann war ich aber so müde, dass ich mich dann auf die Couch gelegen habe und dann merke ich schon, wie er wiederkommt. Dann denke ich mir, boah, wenn du jetzt auf mein Gesicht steigst, ich sag's dir. Und dann hat er sich zu mir herkuschelt und hat dann geschlafen und ja, innerhalb von 10 Sekunden denkst du, oh. Mach weiter. Ja, genau, richtig. Alles vergessen. Tuti, pu, pu, pu. Ja, dann, Mike, wie schaut's bei dir aus? Gibt's überhaupt Alex oder gibt's Badex? Na, ich habe eigentlich viel gut, also mehr Positives. Jetzt fangen wir mit dem ganz Guten an. Und zwar habe ich gesehen, The Boy Behind the Door. Und bei dem Film werden zwei Jungs, der Bobby und der Kevin, beim Ballspielen im Park entführt von Unbekannten. Da wird der Bildschirm schwarz und man weiß nicht, was passiert ist. Und dann sieht man nur, wie einer der zwei quasi einen Ding aufstemmt, einen Kofferraum von einem Auto, der eigentlich sein Grab hätte sein sollen. Er hätte quasi der Sticker sollen in dem Kofferraum, weil er das nutzlose Kind war und das andere Kind ist in einem Haus eingesperrt, das gleich neben dem Auto steht. Und schreit um Hilfe. Der Junge versucht dann quasi wieder ins Haus reinzukommen und seinen besten Freund rauszuholen. Ganz blöd ist natürlich, dass sie kurz bevor sie entführt werden, dass sie nur gegenseitig beste Freundschaften schwören. Ja, das kommt dem anderen natürlich zugute, weil dann kann der andere nicht einfach davorlaufen und sagen, puh, so ein guter Freund warst du gar nicht, sondern er versucht dann wirklich da ins Haus einzubrechen und seinen Spätzl rauszuholen. Und natürlich gibt's da noch ein paar Hindernisse in Form von die Entführer. Da brennt quasi ein Katz-und-Maus-Spiel in dem Haus auf engstem Raum. Also wer sich da jetzt ein wenig erinnert fühlt an vielleicht Don't Breathe oder so in der Richtung oder vom Wes Craven den People Under the Stairs, das Haus der Verdammten, der ist da gar nicht so verkehrt dran. Also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel in dem Haus. Der Bub kennt sich im Endeffekt nicht aus und erkundet das unbekannte Terrain und sucht sein Spätzl und versucht aber gleichzeitig die Peiniger nicht in die Hände zum Laufen. Und das war sehr spannend. Ich fand den wirklich cool. Wenn du sagst, dass das Kinder sind, wie alt sind die Kinder? 10, 12. Okay. Genau. Es ist nicht immer alles 100%ig logisch und das Verhalten von den Charaktere nicht immer 100% nachvollziehbar. Aber der Film glänzt mit so viel Spannung und nutzt die Gegebenheit und das Setting so gut aus, dass mehr die Spannung überwiegt und das Nägel kauen, als wie dass du dann über Kleinigkeiten aufregst. Der dauert knackige 1,5 Stunden. Was mir nicht so gefallen hat, das sind die deutsche Synchro. Ich glaube, das Label heißt Lighthouse oder so. Ja, die Synchro ist sehr mittel. Also da lieber auf dem O-Ton umschalten, wenn man kann. Wenn nicht, dann hört man sich halt das an. Es kommt sehr blechern um. War ich nicht begeistert. Aber ich war vom Film begeistert. Kennt einer von euch zwar den? Nein, hätte ich nachgefragt. Aber wenn du sagst, in die Richtung Don't Breathe, dann klingt das eigentlich schon sehr spannend. Also, ab wie vielen Jahren ist denn der Film? Also, ab 16. Ach so, also das heißt, man sieht da schon ein paar blutige Szenen. Ja, oder es wie dann der 10-jährige einen von dem Führer dann erstmal so niedermeuchelt. Ja, kann schon passieren. Okay. Und es ist halt oftmals so, dass einem auch der Zufall wegen entgegenkommt oder so, weißt du schon, wo du dann sagst, ja, wenn jetzt das nicht gewesen war, hätte er die Action da jetzt nicht so leicht überstanden. Aber wie gesagt, das ist, über ein paar Sachen, da kann man einfach hinwegschauen. Und er war wirklich über die komplette Laufzeit wirklich extrem spannend. Eine Frau kann man noch kennen, das ist die Kristen Bauer, die kennt man aus True Blood, eine von den Prostituierten, macht es sehr cool und ich möchte fast behaupten, dass jeder Erwachsene in dem Film extrem hassenswert ist und verachtenswert, weil die im Endeffekt nur vorhaben, dass die Kinder an irgendwelche Menschenhändler verkaufen oder abgeben und man wünscht denen dann einfach nur das Allerschlimmste und dem Burm das Allerbeste und ist halt natürlich da voll dabei und es wird kaum was geschenkt in dem Film. Mhm. Wo hast du den gesehen? Disney? Ja, nein, ich hab mir sogar ein Mediabook gekauft von dem Dingens. Ah, okay. Aber mich hätte es nicht überrascht, wenn es jetzt wieder Disney Plus gewesen wäre und wahrscheinlich neben Endless, No Exit und was ist momentan noch drauf, wo der eine Kannibale da die Frauen verspeist? Fresh. Ja, genau. Hat den überhaupt jemand gesehen von euch? Ja. Und? Also
er ist jetzt nicht so überzeugend, dass ich jetzt sagen darf, er hätte in die Wolex reingepasst. Also zumindest, es ist für mich jetzt kein Wolek, weil der vom Aufbau her schon geil ist, stimmt eigentlich nicht vom Aufbau her, sondern von der Story her, weil es halt einfach mal was anderes ist und wie heißt der, Sebastian Stan macht einen coolen Job, also der kommt da wirklich sehr psychopathisch rüber, aber dieses 80er-Feeling, das der Film mir vermitteln will, stört mich mehr, als dass es dann was bringt und also zumindest auch musiktechnisch. Und das hat mich immer wieder rausgeworfen. Muss aber sagen, ich bin oftmals unterbrochen worden dadurch, dass der Hund wieder irgendwo hinbieselt hat und dann kann ich den Film nicht mit was Gutem verbinden. Okay. Also ich war jetzt auch nicht stark begeistert, muss ich auch sagen. Also ich habe ihn auch gesehen, aber der Film dauert mindestens eine halbe Stunde lang. Ja. Also der dauert über 2 Stunden oder irgendwann gibt's über 2 Stunden und alter Schwede, hey, da ist eine halbe Stunde drin, wenn's die raustust und so interessant ist das Drehbuch nicht, der gibt es nicht her und da haben einige Längen dabei, alter Schwede. Was man wirklich zugute halten muss, das ist, dass er die Stimmung und den Kannibalismus richtig gut umbringt. Also es gibt fast keine Splatter-Szenen in dem Film oder wird nur ganz leicht angerissen, aber er ist so, er baut das schon alles so auf und wenn's dann ans die Gerichte essen geht oder die Fleischverarbeitung, da kann es einem schon mal einen Mund umdrehen. Also wenn du dann da sagst, okay, Menschenfleisch und wie sie es herrichten und durch einen Wolf durchdrehen und wie sie es dann fressen, was du sagst, das ist schon alles ziemlich widerlich. Und dann den Mund in Großaufnahme. Es gibt ja sowieso fast nichts Widerliches wie Menschen beim Essen und dann mit Großaufnahme das Maul wie es kauen und so. Wie gesagt, er war kein totaler Reinfall, aber naja. Ja, ich weiß, was du meinst, wobei auch da bei den Szenen, das war in meinen Augen alles auch zu steril und also zu steril, als auch, dass mich das dann so schockierend hat. Das heißt, ihr seht, dass bei mir im Kühlschrank gerade ein Haxen drin liegt. Ja, ich weiß, was du meinst. Trotzdem so ein Mittelding. Genau, da der Song. Apropos Mittelding, macht man gleich weiter. Naja, Paranormal Activity 7, Next of Kin, habe ich mir angeschaut. 7? 7 ist das, ja. Ich hab gedacht, 6 oder so. Na, also ich habe jetzt auch noch mal, weil die Titel stehen da nicht dabei, ich habe jetzt noch mal geschaut, aber es ist wirklich Paranormal Activity 7 Next of Kin. Okay, red mal weiter, ich glaube, ich recherchiere kurz mal nebenbei. Ja, du möchtest mir jetzt nur wieder blöd dastehen lassen, weil ich einen Gas verzeihe. Das ist schon das 7. Schon, gell? Ja, du hast 4 Teile, dann hast du Ghost Dimension, dann hast du die gezeichneten und jetzt die Next Kinder. Die gezeichneten gehört da dazu. Ja. Ach so. Das ist ein Spin-Off. Ja, der ist ja scheiße. Da jetzt von Paranormal Activity 7 nicht sagen. Der war jetzt okay. War der okay. Er tut wirklich nix, was nicht die anderen Filme davor auch schon gemacht haben. Im Gegenteil, also da haben die Darsteller wieder sehr, sehr nervig, es ist sehr unrealistisch, warum die Leute in dem Setting bleiben. Im Endeffekt geht es darum, dass die Margot kein Viertelkind, sondern ein Windelkind. Die ist als Kind ausgesetzt worden und ist adoptiert worden. So. Eine Waise, danke, endlich. Und sie versucht aber herauszufinden, wo sie denn im Endeffekt wirklich herkommt. Eines Tages kommt ein Herr auf sie zu, der sagt, okay, er kennt ihre Mutter und die wohnen in einer so eine Art Kommune. Also jetzt nicht so Midsommar-mäßig. Midsommar ist eher so Flower Power und schön warm. Und die haben irgendwo am Arsch der Welt und ist alles eiskalt und haben kein fließend Wasser, nicht so amischmäßig. Die Margot, die macht da ein Doku draus, um rauszufinden quasi, wer ihre Familie ist und begibt sie mit ein paar Freunden da hin und die dann ganz viel filmen und ganz viel wackeln und ganz viel belanglosen Scheißdreck schmerzen. Und also manchmal ist es da so, oder meistens ist es so bei den Paranormal Activity Filmen, dass die am Schluss aus die nochmal voll Gas geben und das sagst du, leck und jetzt geht's ab und auch wenn der Rest nicht so mächtig war, aber das Finale haut immer noch sauber aussehen. Entweder habe ich schon zu viel von dem ganzen Cast gesehen oder es war halt einfach nicht gut. Also das Finale, es war so ein Durcheinander, dass es war nie wirklich groß, dass ich da mitgefiebert hätte oder irgendwas. Es war eine mordsmäßige, nervige Wacklerei. Die Charaktere waren einem so richtig scheißegal und man sieht bei The Medium, was man alles machen kann mit Found Footage und Paranormal Activity Next of Kin sagt, wie man es ein bisschen nicht macht. Genau. War doch scheiße. Ja. War nicht mächtig. Nicht mächtig. Er hat unterhalten, aber er war nicht mächtig. Also du schaust dir das Ding halt einfach an, aber Spaß macht das Ding nicht wirklich.
Okay. Sind scheiße. Aber was mir Spaß gemacht hat, La Abuela, die Großmutter vom Regisseur Paco Plaza, der auch den Veronica gemacht hat oder die Rec-Filme, also zumindest die ersten zwei, weiß ich, die sind von ihm, aber die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig. Egal. Rec hat er gemacht, Rec war gut und La Abuela ist auch sehr stark. 4 Leute, die eine chronische Entzündung kriegen, wenn sie einen Haufen Jumpscares anschauen müssen, die nicht sei versichert, sie gehen da ohne Krankheit raus aus dem Film. Das gibt nämlich so gut wie keine Jumpscares in La Abuela. Der Film ist sehr entschleunigt, sehr atmosphärisch und macht wieder mal den Kniff, dass er wirklich so gruselige Szenen einfach stehen lässt. Wirkt auf die sie dann noch so richtig gruselig auf den Zuschauer ein. Nicht jetzt halt mordsmäßig aufbaut oder zu einem Fake-Jumpscare, wo dann einfach gar nichts ist, sondern es ist halt einfach einmal überhaupt nichts. Obwohl es einfach spannend inszeniert ist, aber wird halt dann nicht mit irgendeinem Scheiß Fake aufgelöst. Aber wirklich Szenen, die dann wirklich gruselig sein sollen und wo dann wirklich etwas Paranormales vorkommt, das hat die dann so richtig stark bei die Eier. Im Endeffekt geht es darum, dass die Susanna ein Model ist und hat einen riesigen Auftrag an der Backe oder darf den an Land ziehen, sagen wir es so. Und dann kriegt sie die Nachricht, dass ihre Großmutter einen Schlaganfall gehabt hat, liegt in einem Krankenhaus und kann sie nicht mehr rühren. Daraufhin lässt sie daheim oder bricht alle Zelte ab in Paris und geht nach Spanien zurück, um die quasi der Großmutter es ist jetzt blöd, wenn ich sage, den Einstieg in die Behinderung zu erleichtern, aber sie versucht halt im Endeffekt versucht sie die Belange noch alle zum klären, weil sie ein gutes Verhältnis zu... Du wärst so ein geiler Arzt. Du wärst so ein geiler Arzt. Merken. Also Entschuldigung, aber ich muss Ihnen jetzt leider sagen, Ihre Großmutter hat einen Schlaganfall gehabt und Sie müssen ihr jetzt praktisch in den Weg der Behinderung helfen. Ja, verdammt. Das kannst du aber als geile Drohung nehmen. Wenn du mal nicht hältst, dann muss ich dir den Einstieg in die Behinderung erleichtern. Patentiert, Leute, patentiert. Oh Gott. Also, sie versucht, derer quasi die Belange noch alle zum klären, weil sie die Großmutter das nicht mehr kann und sie ein ganz gutes Verhältnis hat zu der Großmutter, oder gehabt hat zu der Großmutter. Und sie nimmt dann quasi die wieder mit heim in ihr Haus und zieht bei ihr mit ein, pflegt sie dann auch. Und desto länger, dass sie da mit dabei ist oder da wohnt bei der Omi, desto gruseliger wird die ganze Gaudi. Und am Schluss kommt dann der große Peng und Pau, warum? Und gruselig war der Wirt sau. Hat mir sehr gut gefallen. Kennt ihr noch von euch? Gelesen habe ich davon. Ich habe davon gehört in einem Podcast. Okay. Okay, verdammt. Okay. Also ich kann ihn nur empfehlen. Also er war wirklich sehr, sehr, erfrischend ruhig, sage ich jetzt. Und wirklich sehr atmosphärisch, hat keine großen Längen drin. Viel haben mit dem Veronica, ich glaube, das ist eher ein Netflix-Film gewesen, meine ich, oder? Der Veronica, die haben den recht gesagelt und hin und her und der gruseligste Film unterschalten die Leute aus und was weiß ich. So eine Art von Werbung ist halt immer tödlich. Und von sowas haben typische Netflix-Horrorfilm-Werbung, oder? Ja, genau. Der geile Scheiß, bei dem Horrorfilm haben so und so viele Leute bei der Hälfte ausgeschalten, konnten nicht zu Ende sehen und dann schaust du dann an und denkst dann, nein, die haben bei der Hälfte ausgeschaltet, weil es ein totaler Scheißdreck ist und ich war auch gerne einer von denen, der bei der Hälfte ausgeschaltet hat, den Gott Namen. Nicht, weil es gruselig war, genau. So ein Scheiß. Aber La Abuela war wirklich sehr gruselig, sehr gut und kriegt von mir eine volle Empfehlung. Wo kann man den Sehr sehen? Auf Blu-ray. Kauft doch wieder mal was. Ja, aber echt. Ich hab doch nur die paar Mark für die Medium. Wann hast du den Geburtstag? Im Januar. Oh, du hast das schon gehabt, um Himmels Willen. Da kriegst du schon für 7,99 dann Kaffee dann zum Geburtstag. Im Januar dann, okay. Im Januar dann. Und der Regisseur hat übrigens die ersten drei Okay. Echt? Die waren dann alle 3 gut, finde ich. Der 4. Mann, war dann ein bisschen so gut. Ja, genau. Und der 3. war der mit der Hochzeit, gell? Ja, genau, und wo der geile Übergang war von Found Footage zu Realkamera. Genau. Das war richtig geil. Den liebe ich. Also den finde ich richtig geil. Ich habe jetzt aber vor kurzem erst zum ersten Mal, Schande über mich, den ersten Rack gesehen. Oh, und was sagt er? Okay. Ja, fand ich auch ziemlich gut, geil. Also hat ziemlich viel Spaß gemacht. Gerade so das Ende, wo du denkst, das wird nichts mehr leid. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob nicht der 2. sogar noch besser ist wie der erste. Ich würde sagen, dass er besser ist. Schon, oder? Aber ich finde am besten finde ich den 3., muss ich auch sagen. Ach so, okay. Weil ich finde das einfach so geil, diese Mischung aus Found Footage und dann normal, das ist für mich genau richtig, weil ich bin nicht so der Found Footage Film, wobei die 2 Rack-Filme, zu denen ich kenne, die ich mag.
Aber da diesen Übergang, das mag ich voll gern. Der Bruch ist so geil, wo er ihm die Kamera aus der Hand schlägt. Ja. Super, muss ich wieder mal anschauen. Auf jeden Fall. Und der vierte, der war das auf dem Schiff, oder? Ja, genau. Genau. Ja, das soll ich abhauen. Da ich auch sagen. Ich bin's. Bist das? Ja, endlich, oder? Das ist schön, das ist schön. Ja. Ich hab noch ein Warleck vorher vergessen, das möchte ich noch kurz reinhauen. Bitte. Ich war jetzt nämlich letzten Montag, also ich glaube der 24. April war das, nach über 2 Jahren endlich mal wieder auf einem Konzert. Oh. Es glaubt gar nicht, am 25.04. war es, das war so schön, endlich mal wieder auf ein Konzert zum sein. Es war ein Electric Callboy, wie es mittlerweile heißen, und dann wieder mal zwischen 6.000 verschwitzte, eklige Leute zum Stehen, Bierduschen zum Kassieren, selber 18.000 Bier einsaufen und die schwitzigen Leute um anschubsen. Das war nur geil und genauso, wie man sich vorstellt, wenn das Little Hyper, We Got the Moves und wie heißt das andere, Pump It läuft, das ist Abriss bei diesen Breaks mit den Techno-Beats dann. Das ist so ein geiles Festel gewesen, dass es nicht aushält. Das war ein Highlight vor dem Herrn. Warum heißen die jetzt anders? Weil ja Eskimo, glaube ich, in diesen Gegenden als Beleidigung, wenn nicht sogar rassistische Beleidigung, das weiß ich nicht genau, wahrgenommen wird. Und darum haben sie nach einigen Gesprächen mit Betroffenen dazu entschieden, dass sie das Eskimo aus dem Namen nehmen und jetzt Electric Callboy nennen. Da ändert nichts an der guten Musik, das machen, weil das ist, also, wenn die live gehen, dann bin ich auf alle Fälle in der schwitzenden Masse unten drinnen, weil das eine Party vor dem Herrn ist. Unglaublich geil. Der Schluss war nicht so cool. Ich hab mich in der Tiefgarage in der Baustelle verlaufen, eine halbe Stunde und bin immer rausgekommen, weil ich nicht gewusst habe, wo es hingeht und alles war finster und ich bin ständig irgendwo anders rausgekommen. Und dann haben wir auf der Autobahn Start halten müssen, weil uns nicht ins Auto eingeschwimmt hat. Also ein voller Erfolg dieser Abend. Ich hab schon gemeint, du hast in einem Dixie verlaufen und bist dann irgendwo in einer Baumgrube eingefallen oder irgendwie sowas. Ja, es war dann, ach du Scheiße, der Film Teil 2. Electric Callboy Edition. Ne? Ja, genau. Die Carney Edition. Genau. Nein, das war, ich hab gesagt, die gehen jetzt zum Sorger und rumpelt dann in das Ding rein und irgendwie habe ich die Tier zuerst nicht mehr aufgeregt, dann habe ich gedacht, ja, dann gehe ich da 4 und gehe da raus und dann bin ich aber anscheinend einmal falsch abgegangen und dann bin ich, das ist anscheinend die größte Tiefgarage des Jahrtausends und das ist alles Baustelle und es ist finster und ich habe in die Hosen geschissen und mein Handy habe ich halt abgegeben, damit ich wegen dem Pogo umeinander hupfen kann und das habe ich noch, bis dahin noch nicht zurückgekriegt, jetzt habe ich keinen anrufen können, aber ich denke, super, jetzt stirb ich da drin und sie finden mich dann, was weiß ich, wenn sie die Baustelle fertig machen, finden sie irgendwie so, oder ich bin dann so ein Gollum-Typ da drinnen. Da hat man nicht schon nicht, ich hab ein Pfund abgenommen. Ey, wir pitchen das. Das wird voll der geile Horrorfilm. Ja, das war schon ein Horrorfilm. Ich möchte das nie wieder erleben müssen. Und da bin ich über irgendwo rausgekommen und da war dann auf einmal, da war jetzt nämlich irgendein Automessen-Ding und dann haben wir gedacht, darf ich da überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Und dann bin ich wieder zurück, weil ich dachte, ich kann da nicht durchlaufen, als nächstes geht noch der Alarm los. Und als ich dann aber durch die, was weiß ich, 20. Tür gegangen bin und wieder in dem scheiß Gebäude war, habe ich gedacht, ich geh jetzt einfach durch, ist mir scheißegal, wenn der Alarm losgeht. Bis ich dann gesehen habe, dass das offen ist und da sind dann Restaurants an der Seite, dann hocken Leute beim Essen drin und dann gehst du total verschwitzt und lettig vor lauter Halben duscht worden, gehst da vorbei und Leute gaffern, aber ich gedacht, ja, ist mir egal, Hauptsache ich will jetzt nicht in der Parkgarage von irgendjemandem sich gefressen. Okay, so geile Geschichte. Das wollte ich unbedingt noch einbauen und hab's vergessen, aber endlich wieder mal ein Konzert und jetzt, glaube ich, ist dann monatlich sind jetzt Konzerte und ich bin schon so richtig geil drauf. Schön. Sauber. Richtig schön. Das war's, Leute. Jo, oder? haben Du legst für April sind durch. Gut war's. Wow, hey, das ist doch mal jetzt echt krass. Wir haben ja schon so lange keine Volex mehr gehabt. Das fühlt sich eigentlich jetzt so richtig frisch an. Ja, einen ganzen Monat ist her, oder? Dass wir die jetzt gemacht haben. Wahnsinn. Und Überlang habe ich mir gehabt, bei mir sind es 2 Monate. Und wie können wir jetzt hier das beenden, wenn wir schon am Anfang alles gesagt haben, was unsere Hörer machen sollen? Das haben wir auch gedacht. Nach deiner Theorie hört gerade keiner mehr zu. Nein, wir können jetzt so peinliche Sachen beichten. Okay, gut. Mike, verzeih mal. Leck. Du hast vorher bei Pleasure gesagt, du hast vorher bei Pleasure gesagt, dass es lustig war, wie sie die Frau die kasigen, Haxen angeschaut hat. Wie geht's deiner Frau? Ich muss das fragen. Wie schauen deine Haxen aus? Ja, auch haarig. Kasig? Mittel. Zehennägel gepflegt. Okay. Ja. Ich bin allgemein sehr ansehnlich, muss ich sagen. Das stimmt. Dann hat sie einen schönen Anblick, oder? Ja, schon, da kann man überhaupt nichts sagen. Du wärst eh lieb oben dran, bevor es ins Gesicht schaut, oder? Absolut. Hey. Ja, das waren Bettgeschichten von Mike. Aber da keiner mehr zuhört, werden es auch keine hören. Das nächste Mal hört es welche von Corby. Genau. Wie sie ihr Bettleben verändert hat, seitdem sie einen Hund haben. Ja.
Und ja, beim übernächsten Mal wird dann irgendetwas britschen von meinen Facial Abuse Erfahrungen. Genau. Oder vielleicht vergewaltigt die anderen auf dem Klo in einem Konzert oder irgendwie so, wenn du hinter vorne nicht mehr auskennst, wer weiß. da kann man Preilung. Ja, stimmt. Und alle Vergewaltiger, die uns gerade zuhören, also kann ich auf die sozialen Medien folgen und verfolgen, wo er jetzt dann bald wieder auf dem Konzert ist. Ja, Hauptsache, ich bin in einer absoluten Vergewaltigungsfalle gesessen in der scheiß Tiefgarage und ich bin ein sehr vergewaltigungswerter Mann, also Herz auf damit jetzt nicht. Vergewaltigungswert, um Himmels Willen. Was wünscht es mir für Sachen? Ist ja unglaublich. Also, da hören wir jetzt nicht lieber auf, ja. Leute. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass wir wieder mal zu dritt waren, das ist super schön. Ja, sehr schön. Und ja, haben wir es eigentlich am Anfang schon gesagt, aber trotzdem liken, teilen, kommentieren, 5 Sterne, Steady, Abo, geil und kommt's wieder zurück, bitte. Ja, bitte, mickt's uns. Ja. Wir haben so gern gemickt werden. Eigentlich schon. Ja. Was anderes. Also, wir machen eigentlich den Podcast nur deswegen, von dem her. Ja, genau, wenn wir gemickt werden wollen, wie es der Mike gesagt Ja, hat. weil wir in unser Privat so nichts zu reißen, jetzt wollen wir wenigstens so irgendwas aufstellen. Ja, Eben, immer ja. nur geschlagen von den Frauen. Eben. Und bei so einem Podcast ist es echt geil, weil du so da kannst, als dazu so alles wissen und dabei liest man alles von IMDb und Wikipedia ab, das ist einfach, da kannst du glänzen mit Sachen, die du gar nicht weißt, das ist echt gut, so ein Podcast, da Ja. baut halt künstliches Selbstvertrauen auf. Ja, das stimmt. Das ist alles wahr. mag ich. Das ist alles wahr. Aber bevor wir jetzt noch weiter verzeihen und offensichtlich tut uns das nicht gut, dass wir keinen Schluss mehr haben. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Zuhören. Ah, fuck, schau, ich hab's jetzt schon vergeigt. Ja, das ist echt, ich habe gesagt, das hat nicht gerade unsere Weltanschauung nichts verändert. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ich sage jetzt nichts anderes, weil du fix und fertig bist. Servus, bitte euch. Ciao.